Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. So, als nächstes kümmern wir uns auch wieder um so eine Sache, die optional ist. Dafür müssen wir ins Mittelalter zurückkehren. So, ich glaube, das war durch, bin mir nicht mehr so ganz sicher. Oder war das hier? Da schafft er wieder. Oder war das hier? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich gucke mich mal um. Klim, klam, klum, klam, klam. Dorino. Nee, dann war es das nicht. Dann müsste es das ohne gewesen sein. Doch, tatsächlich. Gut, der schafft weiterhin fleißig. Und war das dann hier? Laden. Porree-Stube. Kaffee. War das hier, wo der rumlungert, der Typ? Hässlicher Frosch. Hey. Apropos hässlicher Frosch. Den will ich natürlich auch wieder im Team haben, der hässliche Frosch. Traut das sich auch, wenn ich ihn dabei habe. Sehr schön, der hat auch wieder der Wachhut auf. Perfekt. Und? Ja, war schon seltsam. Ja, so ein grandioser Frosch. Ja, genau. Wird wohl Held oder Kanzler sein, genau. Nee, das war dann nicht das Dorf. Okay. Dann muss ich erstmal das Dorf suchen. Kann auch sein, dass es bei Medina ist. Dann könnte es hier gewesen sein, oder? Bam, bum, bam, bam. Cora, ja, das könnte es durchaus sein. Laden. Kaffee. So, das ist der trinkende Handwerker, den ich suche. Werkzeuge sind Störbar, das kann ich nicht schaffen, so ein Scheißdreck. Deswegen saufe ich ja den ganzen Tag, so ein Dreck. Bin pleite, hab kein Geld, Scheiße. Okay, dann gehen wir zurück in die Gegenwart. Stimmt, das ist ja bei der Nordruine hier, das Kaff, genau. So, weil hier gibt es so lustiges Pendant zu dem Mann. Nee, Quatsch, das bin ich wieder in die... Ah, doch. Stube, das passt schon. Genau den suche ich. Ach, das ist anscheinend sein Nachfolger hier. Bring mal mehr Limo. Ja, genau. Ja, genau. Was säuft sich an Limo hier? Mit meinem Werkzeugausleiher. Ha, gern. Ich hab zu tun, also vor mein Frage noch. Alles klar. Das müsste hier sein. Ist er das? Mein Mann ist nie da. Ich zeigen, wer der Herr im Haus ist. Das nächste Mal. Paff, mit ins Gesicht. Was, sein Werkzeug? Ja, Moment, die sind gleich hier. Okay. Wunderbar. Einmal Werkzeugerhalter. So. Na, dann würde ich dir mal sagen, der Hansel im Mittelalter freut sich tierisch drüber. Quatsch. So. Also zurück in die mittlere Ära. Oh Gott, wie es batscht. So. Und wieder plitsch, platsch, plum, plam, plam. Ins Kaffee. Jetzt kannst du mal wieder was schaffen, du fauler Knorrer. Da ist ein paar Werkzeuge. Leist du mal. Ah jo. Danke, Herr. Jetzt kann's losgehen. Okay. Ja, dann schaffen wir was, Ackermann. So, ich gehe da mal hinterher. Weil du latscht nämlich zufälligerweise dort hier. Dann können wir jetzt einmal hier runde Schicksalsstunde speichern. Nordruinen. So. Ich glaube, der Hansel in der Lösung hieß es dort. Hier ist nix. Ne? Gar nicht. Dann vielleicht nochmal zurück in sein Wohnhaus. Bam, bum, bam, bam. Wohnhaus. Ja, da ist er. Danke für die Werkzeuge. Jetzt kann ich endlich was schaffen. Ich fange mit der Ruine an. Los, ihr faule Säck. Mit Milchboss. Oh je, die Lehrbufe kommen auch noch mit. Gut. Sehr schön. So war das zuerst dort hier. Und dann kann ich jetzt zu der Nordruine und dann der rechte Raum hoch, hieß es in der Lösung. Das wär's. Wir können die Stelle, wo die Ungeheuer sind, nicht reparieren. Ruf uns, wenn sie fort sind, dann erledigen wir den Rest. Los, ihr faule Säck. Mit Milchboss. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um die Monster. Ah, da haben sie schon fleißig repariert, die Bursche. Ah, es sind ein paar Viecher noch. Oh je. Ah, die kommen schon automatisch angegammelt hier.
Was haben wir dann Schickes? Schnitter und abgelebt. Mann, wie viel hältst du aus? Ah, da hält schon ein bisschen was aus. Und, ach, so ein Crit vom Markus hält er aus. Und ein Crit vom Glenn, du sagt ja nichts. Oh, oh. Das ist aber nicht so gut. Ups. Ui. Machen aber ganz schön viel Schade hier, die Bursche. Okay, gehen wir dann mal auf den drauf. Aber der Schnitter, wenn der einen Fehlschlag macht, habe ich irgendwie das Gefühl, dass der so Todesattacke parat hat. So, jetzt geht's was auf der Washing. Und der andere, der liegt einfach nur als Haufe da rum. Ich habe irgendwie echt das Gefühl, wenn er mal trifft, dann ist Instant Kill. Oh, der liegt jetzt nur noch da rum. Moment. Dann machen wir doch mal Feuer 2 auf die ganze Bande hier. Oh, auf Enz hat er runtergebrocht. Krass. Fast ein Instant-Tod. Ja, das macht noch ein bisschen mehr Schade bei euch, Jungs. Sehr gut. Okay. Chrono hat auch noch Leuchte gelernt. So, so. Ja, die größte Leuchte ist er jetzt nicht. Deswegen muss ich mal gucken, was das ist. Heftiger Angriff auf alle Gegner. Sehr schön. Vorerst lernt er nichts Neues. Okay, aber Kraft kannst du erstmal auf Chrono anwenden und kannst noch mal ein bisschen abschlecken. Das mag der. Und er lernt als nächstes Schwarzes Loch. Entscheidet über Leben und Tod. Das klingt doch schon mal ganz nett. So, jetzt sind wir ihr Kasper. Ui. Na dann, probieren wir doch gleich mal hier Leuchten aus. Erstmal auf alle drauf und du kannst mal auf Feuerler legen. Gegen Untote wirkt es immer Wunder. Ui. Uah. Alter Latz. Und jetzt noch so auf Feuer 2 hinterher. Ja, Gewitter allein, das müsste es gewesen sein mit euch, ja. Heidewitzka. Und Chrono hat ein Level gekriegt. Sehr schön. Und da sind auch noch welche, aber ich mag erstmal in den Raum hier rein. Okay, da komme ich schon nicht durch. Da sind wieder so mystische Truhen, an die ich aber leider nicht rankomme. Und dann noch der letzte, die letzten Kasper hier noch. So. 20 MP kostet der Spaß. So, Magus. Gib dem Affen Zucker. Yo, yo, yo. Sehr schön. Alle aufgerahmt. Und Markus hat auch noch sein Level gekriegt. Ausgezeichnet. Dann können wir der Handwerker Bescheid geben, dass hier vorbei ist. Aber ich glaube, das kostet uns auch ein bisschen was. Zumindest habe ich es so gelesen. Wir können für Chrono noch ein Äther voll. Und dann müsste es das erstmal gewesen sein. So, Jungs, ihr könnt wieder was schaffen. Bim bam buba Wohnhaus, leid Bescheid noch Gewer. 2000 Goldstücke kostet's. Ajo. Halt's wieder. Viel Spaß. So. Ich will nicht wissen, warum die 4 Lehrbuben da aber rumgammeln. Naja. Lassen wir es mal gut sein. Aber wenn die gute Arbeit leisten, können sie privat gerade machen, was sie wollen. Das wär's. Ja, das kennen wir wieder. Ach, wieder von wegen, da wo die Monster nicht wo die Monster sind, können wir nichts schaffen. Aber da oben konnten sie schaffen. Jetzt gucken wir uns das doch mal an. So, was habt ihr gemacht? Da ist eine faule Säcke, passt sehr wohl, ja. Also da kommen wir mal nicht dran. Hallo, ihr Knetköpf? Dann muss ich woanders hier. Dann muss ich wohl da hier, wo in unserer Zeit das Cyrus rumlungert. Und hier? Da war ich schon. Ah, jetzt kann ich hier durch. Okay. Oh. Hier ruht Cyrus, der nah der Markus herausforderte. Oh. Cyrus, ich bin zurückgekehrt. Ich werde mein Versprechen endlich erfüllen.
Und wie ihr euch vielleicht jetzt denken könnt, die Quest heißt das wahre Masamune. Cyrus. Glenn, danke, dass du gekommen bist. Mein lieber Cyrus, du musst von mir enttäuscht sein. Im Gegenteil, du bist weit gekommen, mein Freund. Als Magus mich besiegt hat, habe ich an all jene gedacht, die ich zurücklasse. König Guardia, Königin Lena und natürlich auch dich. Cyrus. Deine Fähigkeit und deine Hingabe sind überragend. Ich kann jetzt Ruhe wissen, dass mein Vermächtnis bei dir in gute Hände ist. Leb wohl, mein Freund. Cyrus, wart, ich... Die Königin beschützt... Ah ne, Entschuldigung, das ist Sei-Stimme. Die Königin beschützt Königin Lena. Auf bald, Glenn. Cyrus. Es tut mir so leid, Cyrus. Das Masamune? Und seine Musik ist auch großartig. Glenn ist hier echt einer von meinen Lieblingscharaktere, vielleicht gerade weil er so tragisch ist. Hehe, das ist es. Das war etwas Besonderes. In der Tat, es ist halt so, dass die Kraft von einem Held von innen kommt. Wie metaphysisch. Der Geist triumphiert, Mune. Mein Geist? Jetzt aber auf in die Schlacht. Zeit für Rauferei. Sehr episch der Moment. Es strotzt vor Kraft und Stärke. Das ist das wahre Wesen von Masamune. Cyrus, ich verspreche der Wünsche wohl zu erfüllen. Welch trauriger Abschied. Wohlan, Freunde. Ja, gerade mit Markus im Hintergrund, der ihn umgebracht hat, so ganz nebenbei mal, ne? So, Masamune hat er jetzt dargelegt. 187, er leckt mich fett. Das ist um 36 nochmal erhöht. Lecco mio. Also, das finde ich sehr geil, dass dieses legendäre Schwert Masamune hier doch nochmal seinen großen Auftritt in einem optionalen Bereich hat und jetzt wirklich eine richtig geile Heldenklinge ist. Perfekt. Absolut perfekt. Ich muss sagen, als ich das schon gesehen habe, diese Sidequest-Lösung auf RPG-Oase, das wahre Masamune, habe ich mich schon tierisch gefreut. Und ich muss sagen, es ist doch auch sehr episch gelöst hier. So, ihr faule Säcke, ihr sollt noch mal was schaffen. Ja, ich will das repariert haben. 2000 ist in Ordnung. Aber schaffen wir was. So. Ich meine, ich zahle verdammt nochmal 2000 Goldstücke, dafür könnten die sich hier jeder ein Palast kaufen. Ja, da können sie beinahe schon selber eine Heldengruft heißt das jetzt. Okay, das wär's und fertig. Gut. Jetzt gucken wir uns nochmal alles an, was die Bursche hier geschafft haben in der Zeit. Sehr gut, hier ist alles weg. Da ist nochmal Kist. Und ein Elixier, das ist nie verkehrt, sowas. Daneben im Seitenraum eine mystische Kiste. Ja, natürlich will ich's. Und, was haben wir hier drin? Einmal Nova-Panzer erhalten. Oh, Glens Quest, die strotzt ja für geile Sache hier. Was macht denn der Nova-Panzer? Wow, erhält Status. Ja, lecco mio. Rote Rüstung ist aber, Feuer absorbieren. Deswegen behalten wir das erstmal bei. Ich finde, das hat sich Glenn verdient. Es ist Glens Sidequest und dann finde ich, sollte er auch die Belohnungen dafür kriegen. Chrono hatte durchaus so richtig gut die Rüstung, die auch Feuer absorbiert. Da kommt noch mal was. Okay. Ja, Leuchten brauchen wir jetzt vielleicht nicht noch einmal. Da können wir das Masamune einmal in Aktion sehen.
Ein Crit zerrt gleich mal Level 152 ab und der ist weg. Okay. Magus bräuchte auf jeden Fall noch etwas, was MP wieder zurückgibt. Sehr schön. So, du brauchst auf jeden Fall, Markus, du brauchst ein Zerfall. Und dann läuft es auch wieder. Je nachdem, wie viele Gegner hier jetzt nochmal kommen. Oh je. Das ist doch etwas größer als gedacht, das Ganze. Ui, was ist dann hier noch mit dabei? Abgelebt und was war das? Basis hießen die Viecher einfach nur. Okay. Und Markus, du haust gleich mal Feuer hinterher. Basisch, nicht Basis. Huch, das hat schon gereicht für die. Okay, Glenn hat seine auch noch gekillt. Und Markus macht der Final Countdown hier. Zisch. Und weg. Sehr schön. Okay. Nicht verkehrt. Also alleweil hin am... Ah, 2 mystische Truhe gibt es ja noch. Geil. Okay, Chrono, mach erstmal dein Leuchten wieder. Und Markus, kümmert dich um die Dinger. Und Glenn kann auch nochmal abrahmen, was er findet. Gut, für die hat es gereicht. Markus. Glenn tötet den. Und du kümmerst dich um den Doneva. Okay, das war's mit dem wahrscheinlich. Jetzt 106 hat es abgezogen, habe ich noch so gesehen. Und der dürfte auch jetzt, ja, fertig sein. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, was hier in der 2 mystische Kiste drin ist. Glenn hat auch noch ein Level gekriegt. Perfekt. So. Und was haben wir hier drin? Kali-Degen erhalten. Mhm. Wird wahrscheinlich auch eine Waffe für Glenn sein. Nett? Nett für Glenn? Ah, für Chrono. Ui. Hat sogar ein bisschen mehr. Schlucker. Geschwindigkeit plus 3. Und der Kali-Degen, ja, 3 besser, aber Geschwindigkeit ist besser. Behalten wir den Schlucker erstmal bei. Der war ja auch in seiner mystischen Kiste drin. Und, was haben wir hier noch Schönes? Einmal Sirene erhalten. Was ist das? Ich gucke mir jetzt aber mal hier in der Gegenstände an. Sirene. Könnte ja irgend so ein Gegenstand sein. Ah, das ist für Maler. Bewirkt eventuell Stopp. Maler, wo bist du? So, darfst gleich mal haben. So, ich richte das mal gleich aus. Von 79 auf 106. Das ist doch auch gut. Sehr schön. Maler hat jetzt auch die 100 überschritten. Und dann wieder Markus ins Team. Und dann plündern wir noch die Nordruine. Wir haben ja schließlich auch gute für bezahlt. Wobei die Gegenstände so wahrscheinlich unbezahlbar wären, wenn wir sie irgendwo in einem Laden hätten kaufen sollen. Also der Bereich wäre abgeerntet. Dann gehen wir runter. Und gucken uns an, was da noch eventuell ist. So, der Bereich war hier und hier. Und da war nur Glenn's Cyrus Grabstein. Okay. Ansonsten war hier nichts mehr. Na gut. Dann mag ich aber natürlich auch nochmal in der Gegenwart vorbeigucken hier. Hier, bam, bum, ba, bam. Die Schicksalsstunde hat geschlagen. Viel optionales Zeug. So, dann gucken wir es uns mal in der Gegenwart an. Und. Yep. Perfekt. Hatten wir noch gerade mal hier wieder. Heldengruft. Und Cyrus Geist ist weg. Okay, perfekt. Sein Geist ist fort. Und sein Grab, wie sieht's so aus? Alles noch gut? Hier ruht in Frieden Cyrus, gerecht durch seinen Freund Glenn. Da hinten glitzert noch was vom Boden. Na? Einmal Magiepille erhalten. Perfekt. Magiepille kriegt unseren Gruppemagier. Und zwar Markus. So, perfekt. Also wenn man sich natürlich vorher die Lösungen anguckt, dann läuft es auch wie
verschmiert das Ganze und nicht so, ja, ich muss halt irgendwie durch, ne? Und wo man dann von M-Scheiß zum nächsten stolpert, das ist nicht so gut. Okay. Hier ist auch nichts mehr gelandet. Also ich finde es einfach besser, wenn ich mich da vorher wirklich informiere, bevor ich jetzt so durch die Gegend rumstolper und habe keine Ahnung von dem, was ich mache. Und dann dauert es auch 5-mal so lang. Und gerade weil es in Anführungszeichen nur optional ist, fand ich das eigentlich in Ordnung so, dass ich mal dafür wirklich die Lösung angucke. Okay, dann würde ich sagen, wir haben heute mal wieder eine grandiose Sidequest beendet. Meiner Meinung nach sehr episch. Gerade die Sache mit Glenn gefällt mir unglaublich gut, aber wie gesagt, der ist mein Lieblingscharakter hier. Wahrscheinlich wegen seiner tragischen Geschichte. Gut, dann würde ich aber sagen, ihr liebe Leute, hier ist wieder Zeit für einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig, wo es weitergeht im optionalen Bereich. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.